Moin, ich bin Ute und komme aus Blierstorp und wir würd heute mit jou den Altländer Appelkauken backen. Jo, ich bin Lynn, ich komme aus York von Achadik und für unseren Appelkauken braucht wir ein Puddingpulver, ein Vanillezucker, Mehl, Butter, Zucker, Muggerquark, Beetensult, ein Ei, Zitronen und natürlich auch eine Appel. Wir habt nur Regionalprinz genommen, aber sie nehmen einfach das, was gerade Saison hat, was sie gerade da habt. Für den Mürbedeich vermengt wir jetzt die Zutaten in eine Rührschüttel, eins nun den anderen. Wir fangen an mit der Butter. Dann nehmen wir den Zucker dort. Jetzt brauchen wir noch ein Ei. Weiß ich ja nicht, was das was wird. Ja. So. Ass rein. Und nun kommt noch das Mehl dort. Das Mehl. Und eine Prise Salt. Und nun knetet wir unseren Dächtohaupt. So, und nun könnt ihr das vielleicht auch mit der Hand mucken, dann habt ihr so einen gauden Deich an End. So, Lynn, hast den Deich jetzt fertig? Jo, ist so weit. Dann packt wir den jetzt noch für 30 Minuten in den Keulschrank, damit wir dann wieder verarbeiten können. Jo, Alles klar. Gut. So, nun wollt wir unsere Appel schälen, vierteln und dann in Schieben schneiden. Einmal vierteln, dann kann das Kerngehäuse hier so schön rot, zack, und dann einfach in Schieben schneiden, möglichst flach, damit sie auch gut auf den Kauken passt. Und eine Zitrone müssen wir dort auch pressen und die Apfelstücke damit beträufeln mit dem Zitronensaft, damit die nicht brun wird. So, nun wollt wir das noch mal ein bisschen mixen, damit der Zitronensaft sich auch überall verteilt. So. Noch einmal. So, nun müssen wir den Backofen verheizen. Dafür stellt wir das auf Ober- und Unterhitze wie 180 Grad und die Schiene kommt ganz nur in. So, das sind nur noch alle Socken, die wir noch brauchen für uns Füllung. Und die wollen wir nun mal in die Schüssel packen und zu Haupt mixen. Einmal hier eins rein. Braucht wir eins, dann hier. Zack. Willst du da Eier mucken, oder? Die Eier. Zwei Eier. So, können wir einfach so. Nicht so schreien. So, renn noch mit. Rühre, rühre. Das geht auch richtig gau. Nur ist das also wieder. So, tut den noch auf. So, nun nehmen wir unseren Mürbedeich und rollt den ut und vorher mucken wir ein bisschen Mehl auf unsere Arbeitsplatte. Viel Mehl. Genau, so. Und dann muss der Deich schön utrollt werden, dass er in eine Form passt. So. Ich versuche das mal. Einmal. So, nun müssen wir unsere Backform vorbereiten. Hier haben wir eine Tartform, die müssen wir schön infetten. Man kann aber auch eine Springform nehmen mit 26 cm Durchmesser. So. So. Und dann versuchen wir mal den Deich
hier so schick abzunehmen und dann einfach, naja, das sieht nicht so gut aus. Und dann nehmt ihr einfach hier ein bisschen was von auf, drückt das, vielleicht in die Lückers und dann ist das bestimmt gut. So, wie will das nun mal in die Ecken drücken und einen scheuen Rand mucken und dann war das scheuen. Jo, nun ist uns Deich in der Form und nun könnt wir die Füllung, die Creme, da füllen und achteran der Appel. Wo ich das einmal? Hier. Das schon glatt ward. Eins drin. So. Ich glaube, das ist glatt. So, nun kommt unsere Appelspalten da noch oben rauf, damit das Ganze fein aussieht. Gaut noch so das. Ja, ne? Und wenn die Schieben schon dünn schneiden sind, kann man das auch fein darin stopeln. So. Und einmal. Na.